Onze Geschicht. De Geschicht van oud-kolonie Mennoniten, die in de 1920er jaren van Canada naar Mexico trokken, en wo nu veel van die terug naar Zuid-Alberta gekomen zijn, en dort zich weer volmerken. Ik zie hen rampel en ik wens je een goede aanvang. Ditmal kommen wir mit unserer Geschichte Nummer 86. Ditmal noch mehr von Worte von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Alberta gekommene Mennoniten in Alberta schaufen, wo die Gottesdienst pflegen und so weiter. In den 1960er Jahren fuhren all jeder Jahr immer noch mehr mennonitische Familien von Mexiko nach Südalberta, um dort in der Fort McLeod, Lethbridge, Coaldale, Tabor und Grassy Lake umgehenden Geld zu verdienen, mit Socharbeitenreien uitdanen und Reinweiden für die Socharbeitenformer. In Südalberta hatten die Former dort all dan und haben dort auch von der noch so angerecht, dort waren dort mal nicht genug Regen gehabt, sei dann ihre Beitenreien mit Bewoterung mithalten können. Unsere Geschwister Peter und Anna Kran arbeiten 1966 auch für einen Former in Südalberta. Sie wohnten dort bei Coaldale auf einem Formersinnenhof. Dicht bei diesem Formhof ging ein Bewoterungsgruben vorbei. Kronen ihre 4 Junges, wenn die Büten spielten, dann wohl 1,5 Jahre Jungche Johnny auch für Büten mit seinen Breidertaub spielen. Und wils einer von den geraten Junges immer so sehr nur Johnny abhast, wenn der auch Büten wär, Leitmutter kleines Jungche einen Tag war Büten spielen, während sie Mittag milk. Sie hielt ihre Junges beständig dicht beim Haus und denkt, dass Johnny da auch mal an ist. Aber dann mit einmal kam der Jung, wo immer so sehr nur Johnny abgepasst hat, und dann fragt Mutter, wo ist Johnny? Mutter geht rüt, geht nur den Bewoterungsgruben han, wo dort dicht vorm Hof vorbei geht und sieht, dort der Jungche da Bernen am Boot liegt. Zu ihrem Schreien fängt sie, dort der Jungche tot ist. Sie denkt, ist verdrunken. Und ich weiß nicht, wo dort alle gehandhabt worden ist, aber als der Doktor dort Jungche angesagt hat, dann sagt er, der Jung hat kein Wasser bei sich. Der ist nicht verdrunken. Der ist so in Wasser hineingefallen, dass er gesteckt ist. Das passiert am 2. August 1966. Unsere Geschwister Isaac Rampels und Erich Carney und Agatha Fair wohnten und arbeiten auch ein Jahr von Oktober 1965 bis am Herbst 1966 in Südalberta. Durch den Winter wohnten sie dicht bei Fort McLeod und die Männer schauften in Fort McLeod in einer Trailerfabrik. Im Fahrjahr wohnten sie dicht bei Coaldale und schauften dort für einen Socharbeitenformer. All an dieser Zeit kamen Sommerfelder Plautdietsch von Saskatchewan jeder Monat einen Sonntag nach Südalberta, um oud-kolonische Familien von Mexiko dort mit Predigten zu dienen. Die Andachtsstunden wurden an der Lied ihrer Häuser geholt. Von 4 bis 6 Familien nehmen teil an die Sommerfelder Gottesdienste. Und ich glaube, das wird vielleicht der Anfang von einer Sommerfelder Kirche in Südalberta. Unser Freund von Kronsgaard in Chihuahua, die Jakob Freys Familie, wir 1966 mit ihrer Kinder eben Margareta Martens Taub auch nach Coaldale, Alberta gekommen, um da Geld zu verdienen. Sie schafften da auch für Socharbeitenformer, und als die Arbeit mit dem Socharbeitenregen uitdanen und Reinweiden da fertig war, dann kamen sie auf ihrem Weg zurück nach Mexiko und Manitoba an. Lothar wohnte Jakob Freys Familie erst etliche Jahre in Coaldale, Alberta, und dann Lothar in Winkler, Manitoba. Die beiden waren in Südalberta immer tiger als in Süd-Manitoba, und wenn dann dort Beitenregen uitdanen und Reinweiden da fertig war, dann kamen viele von die von Mexiko nach Alberta gekommene Familien fuß noch von dort nach Süd-Manitoba. Und die kamen dann meistens nach Großreit auch hier halten Beitenregen uitdanen und Reinweiden für die Manitoba Socharbeitenformer.
Ich erinnere mich noch daran, dass einige so eine Familie Voders, wo mit ihrer Kindertaub in Süd-Alberta für die Sacharbeiten, Formarbeiten, Regen, uitgedämmt und reingeweiht hatten. Und dann von da noch sieht man die Tobakkämen und hier auch dieselbe Arbeit deuten, dass die hier dann ein bisschen näher wären, über wo breit die Former die beiden Regen gelaten hatten, die ihren beiden Flecken durchfahren. Einige Voders sehen dann, dass die beiden Former in Süd-Alberta, wenn die beiden Regen mehr als 2,5 Zoll breit gelaten hatten beim Durchfahren, dann mussten die Arbeiter da noch mehr für ihre Regen uitdännen und Reinweiden betonen, als ihre Regen breit geblieben wären. In den 1960er Jahren bleiben noch nicht sehr viele mennonitische Familien von Mexiko in Süd-Alberta wohnen. Die fuhren meistens nach Waut nach Mexiko für den Winter. Aber in den 1970er Jahren suchten langsam immer mehr Familien, oder wenigstens die Familie Voders, sich durch eine volltätige Arbeit für das ganze Jahr und merken sich dann dort aus. Und dann, in den 1980er Jahren, wollen nicht nur die Sacharbeitenformer, aber auch immer mehr andere Former in Süd-Alberta, ihren immer noch mehr mennonitische Arbeiter von Mexiko haben. Und immer mehr Familien kämen da arbeiten, und immer mehr Familien merken sich in Süd-Alberta aus. Sehr viele von unseren Mennoniten arbeiten in Süd-Alberta für die verschiedenen Formen. Im Herbst 2002 werden Bruder Hein und ich noch einmal wieder in Süd-Alberta. Ditmal sah wie da, dass viele von unseren mennonitischen Männern und auch früher die Formen ihre Abend anbringen helfen. Viele helfen dort die Formen ihre Sacharbeiten und die Irrschacken uitbringen. Viele Männer und auch einige früher fuhren die Beitentrucks, holen die Sacharbeiten von ab dem Land, wo die großen Maschinen die uitbrachten, und führten die nur die Sackerfabrik in Teberhan. Andere Männer fuhren die großen Traktors mit den Beitenharvesters, wo die Sacharbeiten uit die Erde uitbrachten. Noch andere Männer fuhren mit großen Traktors, wo die Irrschacken Harvesters trocken. Und andere Männer führten die Irrschacken mit großen Trucks nur die Formen ihrer großen Irrschacken-Speckers haben. Auf einer Stelle sagen Bruder Hein und ich, wo eine Gruppe von mennonitischen Männern auf dem Land mit großen Maschinen arbeiten, wo die Steine aus die Irrschacken rauslassen und die Erde raussäbten und so weiter. Und wenn dort alle gedonen wir, dann werden die reine Irrschacken da auf dem Land in große Trailers angeladen, wo die, so sieht man uns, direkt vom Land auf den Markt brachten. Noch auf einer anderen Stelle besagen wir, Bruder Hein und ich, ein ganz eigenartiges Geschäft, wo auch bloß Mennoniten von Mexiko schauften. Die Eigentümer von diesem Geschäft kauft sehr viel Heu ab, angepresst an, was wir von der wurden kleine Heubeugen nennen, und dann pressen diese mennonitische Männer, diese gewöhnliche kleine Heubeugen, mit einer sehr stark gebührten Hydraulikpress so gewaltig taub, dass die Bäume ungefähr 1/4 so lang sind, als die vorher gewesen sind. Und dann laden sie diese kleine, schwere Heubeugen in große Schöpfbehälter, Containers, wo dann nur die hohen Stadt gebracht und da ein Schiff angeladen und nur so eine Länder aus Japan angeschickt worden, wo sehr viele Menschen wohnen auf sehr wenig Land, wo man nicht Heihaft vererbt. Die Eigentümer von diesem Geschäft kauft und verkauft wohl selbst das Heu, aber die ganze Arbeit lässt es man donen von mennonitischen Männern von Mexiko. Und dadurch, dass wir von diesen Männern hörten, wo fallen ganz ihr Arbeitgeber an alles anvertraut, und wo wird er an für ihre Arbeit betont und so weiter, war das für uns offensichtlich klar, dass unser Lied ihre positive, traditionelle Charaktereigenschaften, wo sie sich durch die Familienform Schule und durch positiv traditionelle Eigenschaften von einem Dorfs- und Kolonisleben angeeignet haben, von der Alberta Arbeitsgeber seinen geschätzt und gebraucht worden. Bruder Hein und ich filmten ditmal sehr viel von was wie unsere Mennoniten in Alberta donen sagen,
auch von wo sie ihre Kirchen haben, und Gottesdienst pflegen und so weiter. Wir haben auch an Süd-Ontario und Süd-Manitoba all vieles gefilmt. Vielleicht können wir noch mal einen Film davon merken, sodass wir noch mal nicht mal immer noch mehr davon vertalen, aber auch was davon sein können, was unser Lied in Kanada alles geschafft haben und was die hier alles schaffen. Immer war da, fehlt man, bei dem durch die Süd-Alberta Gegenden fahren, wo unsere Mennoniten wohnen und arbeiten, dort vielseitige praktische Weiten, wo sie sich in der Familienform Schule in Mexiko angeeignet haben, an und ihre Arbeitgeber durch sehr zu Pass kommt, dass das geschafft und meistens weise gebraucht wird. Dit immer war das zu sein, nicht mal in Süd-Ontario, in Süd-Manitoba, aber nu auch noch in Süd-Alberta, das gibt einem an dem Gott gegenüber eine demutigende und zugleich dankbare Feilung. Aber leider sieht und hört man auch in alle drei Provinzen, dass man uns auch Menschen sind, die eine sehr negative Charaktereigenschaften haben. Und auch solche, die nicht arbeiten wollen und von Welfare leben. Und wenn die auch mal eine kleine Minderheit von uns sind, können die doch manchmal wohl eine Schonplage sein auf unserem meistens guten Zeichnis in Kanada. Ja, das wäre wirklich sehr interessant. Mal durch Süd-Alberta, nicht auf der großen Weg, aber auf kleine Weg, crisscross durch die Gegenden zu fahren, wo so viele von unseren Familien von Mexiko wohnen, und dort zu sein, was die da alle schaffen. Wir werden da auch an, dass in Süd-Alberta auch viele von unseren Mennoniten Trucker sind. Viele fahren für Trucking Companies, viele andere fahren eigene Trucks. Viele von unseren Mennoniten arbeiten da auch als Mechaniker. Die Alberta-Regierung tät für unsere Mennoniten was vielleicht keine andere provinzielle Regierung tät. Und das ist das. Sie stahlen an eingesogene Schulen, wo so viele mennonitische Kinder sind, spezielle Schullehrer an die Gelegenheit geben, die hochdeutsche Sprache auch lesen, schreiben und verstehen zu lernen. Wir haben al einmal davon geredet, dass all in den 1930er Jahren auch Kolonien Familien von Chihuahua nach der La Crete in Peace River Gegenden im nördlichen Alberta angetroffen werden. Und dort diese Familien da antrocken, weil Mennoniten da noch ihre eigenen Schulen haben können und weil es da billig Land zu kaufen wäre. Und wir sehen dann, dass wir vielleicht lauter noch mal mehr davon sein würden. Und nu, dass wir all in Alberta sind, weil wir noch mehr von die von Mexiko nach der La Crete in Peace River Gegend getrockneten Mennoniten reden. In Winnipeg in der Mennonite Heritage Center ihre Archives oder Archive sind viele Kopien von Korrespondenz, wo ein Beweis dafür sind, dass mennonitische Männer von Chihuahua von 1938 bis 1940 mit der Canadian Mennonite Board of Colonization viel Briefwechsel gehabt haben. Diese Männer, Cornelius Wolf, Johann Wolf und Aaron A. Kran, sind scheinbar die angestellte Männer gewesen, wo für die vielen Old-Kolonie-Familien in Chihuahua daran arbeiten sollen, dass sie zurück nach Kanada treten können. Sie sollen versichern in Kanada und der Peace River Umgegend im nördlichen Alberta Siedlungsland zu finden, und sie sollen auch versichern in Kanada, wo finanzielle Hilfe für diese Familien zu finden, dass sie können zurück nach Kanada treten. Am Anfang reden diese Männer in ihrer Brief davon, dass in Chihuahua bei 125 Familien wären, für wo sie noch Siedlungsmöglichkeiten sehen und noch finanzielle Hilfe zum zurück nach Kanada treten können, sagten. Ein bisschen lauter reden sie von 50 bis 60 Familien und am Ende wären dort einmal die 35 Familien. Ich glaube, die wollen gar nicht alles hören, was an all diesem Brief steht. Aber ich will hier doch kurz verfort Worte von sagen. Diese Männer haben von 1938 bis 1940 viel korrespondiert mit dem
voorzitter en chairman van de Canadian Mennonite Board of Colonization, Alberta David Tives en Rostern, Saskatchewan. En Tives heeft op verschiedene wegen versucht, deze families te helpen. Hij vroeg bij de regering aan of zij deze groep van 50 bis 60 families van Chihuahua würden erlauben, terug naar Canada te komen en wat hij voor papieren würden haben moeten om in Canada een inkomen te kennen, en zo weiter. In een F.C. Blair antwoordt David Tives ungefähr so: Wenn die in Canada geboren sind, dann haben die das Recht, terug naar Canada te komen. En wir wollen mit an so mild verfahren als möglich. Aber dort ist sehr schwierig, Versicherung zu geben, dass wir eine Gruppe von 50 bis 60 Familien wollen hineinkommen lassen, ohne dass wir wissen, wieviel Kapital die mitbringen und so weiter. Ich glaube, diese Männer sollen uns erstmal eine Liste schicken von jeder Familie, wo uns kriegt sagt, wo groß jede Familie ist, was das Alter von jeder Person ist, wer von noch in Kanada geboren ist und wer in Mexiko oder sonst wo geboren ist. Und auch ungefähr wieviel jede Familie an Geld und Eigentum mitbringen wird nach Kanada und so weiter. Und daraufhin, als David Tives diese Männer diese Antwort von der Regierung mitgeteilt hat, dann mögen die angestellten Männer Aaron A. Kran, Cornelius Wolf und Johann Wolf so eine Listen ab von über 35 Familien oder von 225 Säulen. Und diese Listen offenbaren, wo arm diese Familien wirklich wären. Dann zu der Frage von wieviel Geld jede Familie wird mitbringen können nach Kanada, wären die Antworten so, dass die 35 Familien alle Topmal zwischen 5.000 und 6.000 $, angegeben haben. Und dann haben die meisten noch was Fei in Gerätschaft angegeben. Und weil diese Familien durchschnittlich so arm wären, wäre es ganz klar, dass die viel Geld brauchen würden, um in Kanada einen Anfang merken können mit Wirtschaften. Und lang nicht alle Familien hatten in Kanada Verwandte, die an Versprechen mitzuhelfen, zu sponsern. Und dann hat Alberta Tives, besonders in Manitoba, wo die meiste von diesen Familien Verwandtschaft hatten, und auch in Saskatchewan versucht, auf diese Lied ihre Verwandte in mennonitische Gemeinden in Manitoba und Saskatchewan wurden willig sein, diese arme Familien finanzielle Hilfe zu geben, um von Chihuahua zurück nach Kanada zu kommen und hier einen neuen Anfang merken zu können. Hier muss wir für das Mal wieder aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von Worten von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Alberta gekommene Mennoniten in Alberta schaufen, wo die Gottesdienst pflegen und so weiter. Was nächstes Mal? Ich bin George Rampel.